ist erledigt, wenn ich die falsche Adresse habe. Sean! Wo ist Sean? Das Gift tötet mich in ein paar Minuten. Ich muss Sean schnell finden. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Ich suche schon seit langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Diese Woche. Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Das verdammte Gitter öffnen. Ich muss etwas finden, schnell. Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährdet. Der Befehl lautet Schießen ohne Warnung. Ich wiederhole, Schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt.
Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Ash, Origami-Killer. was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg! Sie steht im Weg rum! Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Nicht, Sean, bitte. Atme. Du musst atmen. Bleib bei mir. Sean. Oh, Sean. Oh, Sean. Oh. Ja. Du bist nicht tot. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Ash, schaff sie verdammt noch mal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war's nicht. Hey, was soll das? Verdammte Scheiße. Was jetzt, Lieutenant? Achtung an alle, nicht schießen. Ich wiederhole, nicht schießen. Madison? Was ist los? Die Cops. Sie sind da draußen. Sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein. Ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu. Wir gehen zusammen da draußen mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Eve. Dazu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest.
Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Knox lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden. Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle 3. Unser Gast ziert diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde, und rettete den kleinen Sean Mars. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend.
Er war mein Sohn, Scott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Pff.